Wir haben wieder mal einen Sugar Daddy. Der sieht noch ein bisschen älter aus, muss man sagen. Aber der ist hot. Lassen wir jetzt einfach auch mal so stehen. Freunde, ich bin wieder mal hier. Ich rede schon hoch. Freunde, ich bin wieder mal da mit der Jess. Kennt ihr sie noch? Wie ihr wisst, wir sind Influencer. High Level. Wirklich, also aufgrund von wie wir Influencer sind, kommen wir ab und zu mal ein paar Real DMs über. Und ich dachte, wir lesen die einfach mal vor. Ich habe schon mal so ein Video gemacht und ich dachte, das wäre wieder mal spannend. Ein paar von euch haben das aus dem gewünscht. Ich habe gedacht, wenn jemand weirde DMs bekommt, dann du. Das Ding ist halt, sie sind nicht einfach nur weird, sie sind natürlich auch einfach pervers so halt. Aber wir haben jetzt mal ausnahmsweise keine Dickpics da, oder? Wir fangen jetzt mit der ersten Mal harmlos an. Jemand hat mir geschrieben, ey Nathalie, du hast voll keinen Style. Und ich so dachte, ja nice. Was sagt das Pferd zum Baum? Mu. Digga, ich verstehe den Witz halt irgendwie auch nicht. Ein Pferd macht Mu zum Baum. Checken wir es einfach nicht. Also mal kurz überlegen. Also ich bin das Pferd und du bist der Baum. Mumia. Nein, ich muss... Ah. Ich habe verstanden. Mumie. What the fuck? Also bei mir auch erstmal harmlos, ich weiß nicht, ob ich so rich aussehe, aber ich frage einen, hey, hast du bitte 3 Euro? Oh, der ist richtig arm. Ich schwöre. Ich habe keine Ahnung, wieso das Screenshot, aber ich habe es irgendwie funny gefunden und irgendwie traurig. Das ist noch ein geiles Sicht. Ich kann jetzt leider das Profilbild nicht einblenden, obviously, aber ich kann sonst mal schnell schauen. Es ist ein älterer Herr auf jeden Fall mit weißem Bart. Ich schätze jetzt mal um die 65. Ich hätte ihn älter geschätzt. Er sieht auf jeden Fall so ein bisschen aus wie so ein Werner oder ein Peter oder weißt du, so der Vibe. Ich schwöre, ja. Genau, auf jeden Fall hat er auf Englisch geschrieben, hey, actually, I was just wondering if you have ever had a sugar daddy. Also, ich habe mich gefragt, ob du schon mal einen Sugar Daddy hast. Und ich habe also gedacht, Nein, ich gedacht, ich würde gerne mit dir ins Kino gehen, aber du wirst leider nicht reinkommen, weil wir seine eigenen Snacks nicht mitnehmen können. Oh ja. Leute, schau, macht mir einen Gefallen, wenn ihr jemals, wirklich jemals auf Instagram das Gefühl habt, ihr müsst mit einem Flirt-Anmachspruch kommen. Da ist es. Da ist es. Wir haben wieder mal einen Klassiker Fußfetischisten. Er hat mir geschrieben, hey, zeig bitte Socken. Das Lustige ist... Oh mein Gott, nein, boah, ich kotze jetzt. Das Lustige ist eigentlich, der Can hat von mir einen Post gemacht, einen Insta-Post. Ja. Und man sieht halt meine Füße, also auch meine Socken. Und man hat sich jetzt nicht so viel überlegt. Er hat dem Can geschrieben, hey, kannst du bitte häufiger ihre Socken zeigen? Er schreibt, haha. Bitte Can, ich verfolge die schon lange. Das wäre wirklich nice, wenn ihr ihre Socken sehen darf. Kannst du ihr sagen, sie soll mir schreiben? Dann schreibt der Bro safe nicht. Auf jeden Fall sind wir halt an dem Jack Daniels Event. Ah, ist es das? Ja! Ich habe ihm ein fucking Fußvideo von meinen Füßen geschickt am Schluss. Das Lustige ist, ich meine, das sind meine Füße. Wie hast du das gemacht eigentlich? John hat gesagt, gib mal die Fußhaare. John kommt so zu mir, ey Jess, zeig mal deine Füße. Ich ziehe meine Schuhe so aus, meine Füße so in die Kamera, so Auf jeden Fall, der Sieg hat mir jetzt auch noch privat geschrieben, aber ich habe es gedacht, nee. Also bei mir. Hey Sally. Sally. Hi Sally. Sally, das ist ein Name. Haben deinen Beitrag gesehen, auch der mit F+ suchst immer noch was Unverbindliches, weil ich kenne das Problem, dass die andere Person Gefühle entwickelt. Wenn du Lust hast, können wir uns mal treffen, aber feel free, will dich nicht so zwingen, einfach wenn du Lust hast. PS, siehst mega gut aus. Was hast du gepostet? Die meinen Content kennen, die wissen es, dass ich manchmal eine kleine Richtung habe. Lassen wir mal so stehen. Ich habe ein Reel gepostet, hab gedacht, probier es mal mit F+. Er ist eifersüchtig. Und dann hat er gedacht, ja komm, hey, ich bin nicht eifersüchtig. Ich bin nicht eifersüchtig und ich suche auch nicht etwas Unverbindliches, etwas nicht Emotionales. Ja. Also bin ich perfekt. Fein, dass du nicht zurückgeschrieben hast. Hey, ganz scheuche Frage. Ist mir selber ein bisschen peinlich. Nein. Nein, was kommt jetzt? Hast du Interesse an einem Snap-Sklaven, der macht, was du willst und zahlt dafür? Aber was ist ein Snap-Sklave? Schreibe ich dann so, oh mein Gott, ey, kannst du mir bitte jetzt ein Bild schicken, wie du irgendwie so Schlagrand auf bei deiner Brust hast? Also was ist das? Vielleicht musst du mit einer Page so ein Bild schicken. Okay, das nächste ist eigentlich mega herzig. Ich hätte fast zurückgeschrieben. Rosen sind rot, Veilchen sind blau. Noch bist du Single, aber bald meine Frau. Boah, der ist aber richtig Standard. Der ist wirklich genauso gewesen. Oh mein Gott, ey, wie macht Jess eigentlich? Kannst du ins Internet, gibt den lameste Anmachspruch ein. Zack, da ist er, bam, senden. Jess, es funktioniert. Du hast alles im Leben erreicht. Congrats an dich. Wir haben wieder mal einen Sugar Daddy. Der sieht noch ein bisschen älter aus, muss man sagen. Aber der ist hot. Lassen wir jetzt einfach auch mal so stehen. Der hat Ähnlichkeit mit meinem Freund. Was? Der
Auf jeden Fall, er hat mir geschrieben, Hi dear, would you love to have a sugar daddy that will pay you 4.000 weekly allowance? Ey, das ist eigentlich ein Angebot für dich. Warte, wöchentlich? Ja, 4.000. Das ist Schnäppli für dich. Und dann sieht er auch noch geil aus für dich. Wir gehen an dieser Stelle einfach mal weiter. Ja, ich bekomme in letzter Zeit sehr viele Anfragen von so Firmen. Hi Josina, would you consider building your personal brand on OnlyFans and earning life-changing money from day one? If this is something you consider, let us know, we can tell you more about it. Das heisst, ich habe eine Einladung für OnlyFans bekommen, wo die wollen mir helfen, OnlyFans aufzubauen. Wenn ich jemals bei den wüsste, wegen wem? Zahlen sie da wenigstens? Ich glaube, sie würden zahlen. Das ist wirklich so ein Management. Hey, das ist ein Jackpot. Du bekommst Geld, wenn du dich anmeldest und du bekommst Geld, wenn du Bilder ladest. Plus, Sugar Daddies im 85-jährigen Alter schreiben dich an. Scheiße. Wir haben da wieder so ein bisschen einfach ein mega random. Ich habe einfach eine Story-Post von meinem Ganzkörperbild. Schuhe sind scheiße, ansonsten sehr hübsch. Danke für das. Was hast du für Schuhe gehabt? Voll schön. Schon ein bisschen gemein, vor allem sein Profilbild, also da... Da hast du auch wieder, wieso hast du nur so alte Knacker? Ich weiss es nicht, das ist eigentlich schon ein bisschen sass. Das ist ein Wurst. Die heutige Gesellschaft, nur alte Männer, Fußfetischisten und Pimmel, das ist eigentlich eine Sache, wirklich für sich. Willkommen im 2021. Es ist 22 Bre. Wir gehen weiter! Also ich habe das TikTok gepostet von wegen, wenn er nach 20 Sekunden Vorspiel schon loslegen will. Gut, du hast wirklich einfach die beste Plattform, um überhaupt die beste Vorlage, um überhaupt so Nachrichten zu bekommen. Also, ich weiss! Egal, lass dich verpissen! Ich habe keinen Bock mehr. Er hat geschrieben, dann muss man halt mehrmals am Tag Sex haben, dann ist auch das Vorspiel länger. Wenn du das längste Vorspiel musst haben, musst du einfach mehr Sex haben. Es macht einfach keinen Sinn. Es macht, aber das ist es ja. Er denkt, er hat jetzt den absoluten Genius-Move angefetzt, dass du dich richtig beeindrucken willst. Und du denkst dir, wow. Schau vor allem noch das Zwinker und der Daumen. Oh nein. Einfach so richtig so, ich weiss es. Das heisst vor allem auch schon U40 mindestens mit diesen Emojis. Es ist ein Sie. Es ist ein Sie! Es ist ein Sie! Das heisst, es wäre so ein Girls Support Girls Tipp gewesen, aber es ist halt voll in die Hose. Oh, wir kommen wieder zu Anmachsprüchen. Bist du ready für den? Ja, los! Du musst das herausfinden, was es heißen könnte. Ninlondo. Nein, tu es mal einfach. Wie sagt man? Ninbildo. Nintendo. Geil! Wieso das die Humor ist, weil ich es nicht checken. Ich bin ein 10 von 10. Nintendo. Das checken wir jetzt schon. Nintendo. Ich habe das so funny gefunden. Ich kann es eben auch nicht checken. So aber es ist nicht basic. Eben, es ist nicht basic. Es ist nicht basic. Nicht mal der Gürtel meiner Mutter hat mich so hart getroffen wie dein Lächeln. Ich habe schon gedacht, jetzt kommt so ein... Ich will, dass du mich auspeitschst, aber das macht in dem Fall schon Sinn. Nicht mal der Gürtel meiner Mutter... Jetzt bist du ready für den? Ja, let's go. Ich habe auch einen Rosen sind rot Spruch, aber meine ist geiler. Rosen sind rot, kommst du vielleicht mit mir auf ein Boot? Das ist aber echt geil. Bist du jetzt da schon ein bisschen geschmeichelter? Es ist okay, ich liebe meine immer noch. Die ist so ein bisschen versaut, das gefällt mir. Freunde, wir kommen zum letzten. Ich finde es cool, weil es ist nicht so 0815-mäßig, okay? Und zwar mein Gesicht. Oh mein Gott. Und dann, hey, hast du noch ein bisschen Geld für einen Snack Nummer 46? Nein, Bro, ich habe jetzt gedacht, jetzt kommt er so richtig mit. Oh mein Gott, du bist mein Snack. Oh, du bist der geilste Snack von der Welt. Da kommt mit dem. Nein, aber hast du mir ein bisschen Geld? Wie sieht aus wie eine scheiß Sugar-Mami? Nein! Oh Mann, er hätte so herzig können sein. Ich schwöre, er hätte so umgekommen. Ich schwöre, er hat so verkackt. Ey Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, gebt ein Like. Es ist absolut weird gewesen. Vielleicht machen wir gleich noch einen zweiten Teil. Wir kommen echt weird. Ich schwöre. Ja, auf jeden Fall vergessen nicht zu abonnieren. Und ey, schaut auch wieder Video. Was haben wir gemacht, Jess? Wir haben gemacht und zwar, warte, nein, das kommt noch lange nicht online. Du machst es jeden Tag, Mann. Ich schneide das doch nicht heute. Sehe ich so businessmäßig aus, als ob ich dann wüsste, jetzt nicht schneiden. You, another half of me. Wir sind richtige TikToker. Jetzt wird gesoffen.